Die Wendy hat in einer grossen Stadt in England gelebt, in London. An einem schönen Tag, die Wendy war etwa 2 Jahre alt, hat sie im Garten eine Blume geholt und ist damit zur Mami gerannt. Die Mami, die Frau Darling, nimmt die Wendy auf die Arme und drückt sie fest an sich. «Du bist so herzig, Wendy. Wenn du doch nur immer könntest so bleiben. Aber du musst halt gross und erwachsen werden, wie alle Kinder.» «Ja, gross und erwachsen muss die Wendy werden, wie alle anderen Kinder. Alle außer einem, der Peter Pan. Und von dem erzähle ich euch jetzt in dieser Geschichte. Die Wendy hat noch 2 Brüder bekommen. Der erste hat John geheissen und der Jünger Michael. Mutter Darling war eine schöne Frau, aber nicht nur das. Sie hat auch geputzt, gekocht und gewaschen für ihre Familie. Sie hat mit den Kindern gespielt und am Abend Märchen und Geschichten erzählt und vorgelesen, bis ihr die Augen zugefallen sind. Der Vater Darling ist jeden Tag ins Büro gegangen und hat grossen Wert darauf gelegt, dass ihn alle in der Familie bewundern. «Ich verdiene das Geld und darum bin ich der Herr im Haus.» Das hat streng getönt, aber sonst war er ein Netter. Im Kinderzimmer von Darlings war immer etwas los. Der Teppich ist eine Insel geworden, im grossen Meer, das Bett ein Seeräuberschiff und die Kommode ein einsamer Felsen. Küsse sind durch die Luft geflogen, Schlachten verloren und gewonnen worden und manchmal haben sich alle 3 Kinder auf den Boden gewälzt. Der Herr Darling hat geseufzt. «Eigentlich sollten wir ein Kindermädchen haben, das zu dieser wilden Bande schaut. Aber dafür langt mein Zahltag nicht.» Die Mutter hat gelächelt. «Warte nur, lass du mich nur machen.» Am nächsten Tag, wo Frau Darling im Park ist spazieren, hat sie einen grossen Hund gesehen. Eine schwarze, herrenlose Neufundländerhündin, wo in alle Kinder wegen ihnen geschaut hat. Frau Darling hat ihm gerufen: «Komm, sei da!»